Sehr, sehr lange hat es gedauert, aber endlich ist es zurück. Genau, Freunde, es ist Zeit für ein Splatfest. Ja, eigentlich sollte es ja keiner mehr gehen, aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Corona-Krise zu tun, wer weiß das schon, gibt's wieder Splatfest. Ja, wobei Splatfest ist jetzt hier ein bisschen übertrieben, ist doch nur eines. Momentan, sag ich jetzt mal, wie bereits erwähnt, eigentlich war das letzte, das Final Splatfest, haben wir plötzlich wieder eins, mit dem Thema Mayo gegen Ketchup. Selfie-Stick. Ja, es gibt auch diesmal natürlich, wie gewöhnlich bei Splatfest, bei Splatoon 2, eine Wandelzone. Gut, das interessiert gerade weniger. Und meine Freunde, wie geil ist das denn? Ihr seht schon an der Farbe, ich bin natürlich Team Mayo. Und ich raste gerade richtig aus. Es ist so geil, wieder mal hier bei Splatoon zu sein. Ihr seht auch schon, ich habe ein bisschen gezockt und so. Das ist nicht so, dass hier alles direkt live ist und so. Also war ursprünglich schon geplant, auch mit Livestream. Aber da gab es leider technische Schwierigkeiten. Auch mit der Cam, deswegen hat es jetzt hier nicht an. Eigentlich wollte sie ursprünglich sogar, da dachte ich mir so, hey, wenn schon Livestream nicht klappt, dann zumindest mit Cam. Aber ja, gab leider Probleme seit dem letzten Update von Windows. Vielen Dank dafür. Muss man noch ein bisschen gucken und ja, ist halt wie so gewohnt. Hey, wenn die irgendwas planen und dann klappt es nicht, ist einfach nur scheiße. Ich hoffe eine Woche später, wenn auch Xenoblade Chronicles raus und so, dass man da zumindest wieder richtig streamen kann. So, ja, genau, also Team Mayo. Ich glaube sogar, das ist das erste Splatfest gewesen, was es damals gab als Splatoon 2, oder? Die Wahl zwischen Mayo und Ketchup. An den Daten seht ihr auch, also ich nehme jetzt hier am 25. auf, beziehungsweise stimmt kein 24. Aber es ist halt bis 00, also sprich, ja, es ist jetzt noch ein paar Stunden, bis Mitternacht, sprich eben 00 halt, dann ist ja schon morgen, Montag, morgen, ja das auch, aber vor allem Montag. Und dann ist das Splatfest auch schon wieder vorbei. Mal gucken, ob es echt das letzte war oder vielleicht auch noch weitergeben wird, aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Nach der langen Zeit. Ja, und ich meine, es gibt eben noch kein Splatoon 3. Und noch nichts angekündigt in der Hinsicht und so. Also ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es künftig noch weitere Splatfests geben wird. Ich meine, die Marke Splatoon ist so rentabel für Nintendo, da muss noch mehr kommen. In Anbetracht dessen, dass ja andere Titel auch noch ein bisschen hinterherhinken, wie zum Beispiel Metroid Prime 4. So ein Thema. Oder Bayonetta 3. Dann natürlich Nachfolger von, oder vielleicht auch Vorgänger von, also Timeline-mäßig gesehen natürlich, von Legend of Zelda Breath of the Wild. Dann haben wir noch Pikmin 4. Also es gibt einige Titel, auf die warten wir auch schon längere Zeit, von denen wir auch wieder mal nichts hören. Also gut, natürlich Zelda ist jetzt ein anderes Thema, weil ist noch nicht so alt, Breath of the Wild, und der Nachfolger wurde ja letztes Jahr angekündigt, also insofern. Ja, aber eben halt aktuell wieder mit der Corona-Krise und so, ist halt wieder ein anderes Thema. Deswegen, ich denke mir so, ja, ein Splatfest zu organisieren ist vermutlich viel weniger Aufwand, als sich jetzt groß Gedanken zu machen, wie man hier irgendwie ein Splatoon 3 noch hinkriegen könnte. Oder irgendwie die Entwicklungen in den anderen Spielen zu forcieren, was ja momentan eben, klar, man Homeoffice und so geht trotzdem alles, aber ist, glaube ich, vor allem bei so komplexen Spielen, oh, einer ist weg bei uns, bei so komplexen Spielen vielleicht doch eher ein bisschen problematisch. Ja, einer ist weg, das ist natürlich bei so einem Kampf eher ein bisschen doof. So, meine Steuerung gewöhnen. Ich zocke sonst nicht im, im TV-Mode oder im Tablet-Mode. Also von der Konsole losgelöst. Da ist ein roter. Nein! Gibt's irgendwie?
Nein! Ah, da hat er weg. Alter, unser ganzes Team ausgelöscht. Das läuft ja schon mal gut. Ja gut, einer war sowieso weg, also insofern. Ja. Also es könnte flüssiger laufen, sag ich jetzt mal. Vor allem im Vergleich jetzt zum Tablet-Mode. Das Problem ist, der eigentlich zockt sonst. Vor allem Splatoon zu wenig jetzt. Wow! Ernsthaft? Ich sag Splatoon zu wenig im TV-Mode, um beurteilen zu können, dass jetzt generell zu rucklig ist, aber es auch bei meiner Konfiguration hängig ist. Ich habe sowieso vor, eine neue Capture Card zu holen und so. Aber alles mit der Ruhe. Wobei Fire Emblem läuft eigentlich, Free House läuft jetzt nicht so unflüssig, also insofern. So. Ich kann nicht mehr weg. Wir werden ja richtig in ihm angenommen. Das ist natürlich scheiße. Aber ein bisschen schlecht spiele ich auch, muss ich zugeben. So, noch erwischt. Nein, das ist nicht cool. Ich find's nicht so cool. Nein, natürlich finde ich es cool. Also, Splatoon selbst. Splatoon 2, whatever. Mist. Und da ist noch einer da und das finde ich nicht cool. Yeah, Zweier, two of a kind. Three of a kind. Yeah! Alle 4. Den kriege ich auch noch. Zack. Yeah, man, ich bin der Master of Disaster. Oh. Ja, das gibt keine leckere Cocktailsoße. Die wird ein bisschen zu süß sein. Zu viel Ketchup. Aber hey, wie gesagt, wir waren einer weniger für das. Immerhin 10 Kills. Also, die meisten Kills sind alle gut. Im Schluss war natürlich ein bisschen übertrieben, kann man so sagen. 33 bis zur nächsten Stufe. Geil. Ja, generell halt wieder mal so eine Special-Folge, nicht wahr? Natürlich jetzt ein bisschen zugute kommt. Jetzt nicht nur generell wegen der Corona-Krise, sondern ja, einfach halt sowieso wieder ein bisschen mehr Special-Folgen machen wollte. Special-Folgen, Definition davon ganz einfach, dass halt keine normalen Let's Play-Folgen sind, Let's Play-Parts, und so wie es ganz früher meiner relativen Anfangszeit auf YouTube noch hatte, von wegen, hey, dass ich irgendwie ab und zu, also eigentlich wöchentlich hat das damals, ja, so Online- oder Online-Let's Play-Folgen, nee, Online-Video-Folgen, Online-Battles, so, Parts hochlade, damals noch mit Dragon Ball Raging Blast 2 und Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 2 waren es damals noch. Ja, und jetzt momentan meine Alternative natürlich Smash, Super Smash Bros. Natürlich plus Rocket League. Wären es auch noch heiße Favoriten, aber eben die Zeit ist halt so ein Thema. Wie die einen bei der Corona-Krise vielleicht eher zu wenig zu tun haben, vielleicht sogar irgendwie auf Kurzarbeit sind und so, ist mir eher das Gegenteil. Ich habe eher zu viel zu tun. Das ist leider ein bisschen scheiße. Ja, weil in meinem Job, da spielt es keine Rolle, wo ich arbeite und wie ich arbeite. Ich brauche nur einen PC, Computer, oder in meinem Fall eher ein Mac. Ja, zum Arbeiten, nicht zum Zocken, ne? Und, oh. Ja, das war doof. Und ob ich das jetzt von zu Hause aus mache, im Büro, mit Kanaren, spielt gar keine Rolle. Gut, damit würde ich jetzt kommen sehen. Ja, ich habe so einen hellen Roll, aber ich bin halt
im Schwung, sag ich jetzt mal, für den Angriff ein bisschen zu langsam, damit das klappen könnte. Hä? Ja, man merkt, mir fehlt... Da ist das... Was heißt Problem? Die Gewöhnungssache. Ich bin, wie gesagt, eher Tablet-Mode gewöhnt und das mit dem Hoch... Ah, hab's ja gar nicht aktiviert, was stimmt. Hoch- und runterschalten meine ich halt. Ist dort ein bisschen einfacher. Wobei, Team wieder komplett tot, also das kann nicht nur an mir liegen, aber da spielen ein paar ein bisschen doof und GWL macht halt auch wieder nichts. Ja, generell, ne, Splatoon 2 kriegt er immer noch ab und zu, sag jetzt mal, kann man dem Update sagen? Nee, wa? Patches. Ja, man kann so sagen, Patches. Und wenn vor allem die Performance und so ein bisschen verbessern möchte. Das klappt mehr oder weniger, finde ich, ganz gut. Aber irgendwie in letzter Zeit haben sie irgendwie ein Patch raus, um wieder mal gewisse Waffen zu nerven. Nerven, sagt man eher. Was auch ein bisschen an der Spielperformance Auswirkungen hatte. Insofern, dass man irgendwie auch gesagt hat, hey, wer eher eine schwächere Verbindung hat, der kriegt direkt einen Timeout. Und deswegen hat man irgendwie, also habe ich das Gefühl, viel häufiger, dass irgendwie das Spiel laggt. Und vor allem, eben, dass er plötzlich weg ist. Also gar nicht so macht, weil gar nicht mehr ins Match reinkommt oder so, oder währenddessen halt Probleme hat. Das ist mir seit ein paar Wochen doch ein bisschen, muss man also sagen, negativ aufgefallen. So, nur gequatscht. Wir müssen was machen, hier kann doch nicht sein. Ich hab den... Alter, ich hab den noch zweimal getroffen. Was bringt das? Zeit ist eh gleich vorbei. Oh, Team Maya geht ein bisschen runter, aber das würde jetzt eine leckere Cocktailsoße geben. Hm. Bisschen zu viel Ketchup, ja. Ja. Wir steigern uns, wa? War nur 3 Kills, war jetzt auch ein bisschen wenig. Vielleicht wird es mal Zeit für eine neue Weapon. Das war jetzt neu, eine andere Weapon natürlich. Ich hab's auch schon länger nicht mehr geswitcht, muss ich zugeben. Was können wir hier noch Schönes machen? Ein Kontrablaster, eine Option der. Ja, zum Einfärben, ich meine, es gibt vor allem zum Einfärben natürlich die Klecksrolle schon besser. Ich mach mal wieder. Ich mach mal wieder den hier, komm. Den Schwapper. So. Zum nächsten Punkt. Nicht verwundern, wenn ihr auf die Länge des Videos schaut. Es wird ein bisschen eine längere Folge geben, weil eben ist auch ein bisschen eine Special-Folge. Deswegen mein Ziel eigentlich schon eine Stunde voll zu kriegen. Das wird dauern, bis das nachher einen kodierten zu haben. Vermutlich schon. Ja, wir werden es sehen. Ich hoffe, es kommt noch am Sonntag hoch, eben hier direkt passend zum Splatfest und sonst wieder am Montag. So what. Hauptsache, wir haben Spaß. Und Spaß aber definitiv. Ist einfach eben ein bisschen doofer Zeitpunkt, weil es war eigentlich Streaming-Ding gedacht. Und generell wieder, ja, ich habe schon in Infovideos ein bisschen öfters gesagt, wieder mehr streamen, vor allem die Vorteile vom Streamen sind schon nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, klar, hat ja auch Let's Playing durchaus seine Vorteile, zumindest in meinem Fall. Weil Folgen aufnehmen kannst du, egal wann, geht immer, also jederzeit. Wow, Alter! Das ist nur der Vorteil. Andererseits im Streaming dann als erstes Mal live, das ist der große Vorteil. Und zweitens halt zum Bearbeiten der Videos, weil es ist ja schon da. Du musst nicht noch irgendwie nachher noch groß noch Videos rendern, encodieren, whatever. Den hab ich recht getroffen da oben.
Du, 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 du. Nee, hat keiner. Ein Schwapper. Nein! Das war knapp. Ah, da unten, ja, super. Sag mal, Team Meier geht heute gerade ein bisschen drauf, kann das sein? Halt schon wieder 3 tot. Das ist doch nicht mal für Teammitglieder. Sag mal, dieser scheiß Schirm. Hält der eigentlich echt immer so lange oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Du, 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 du. Ja, sie singen sich die Seele aus dem Leib, doch uns nützt das leider überhaupt nichts. Das ist scheiße. Mann, jetzt bin ich da unten. Wie kann der jetzt wieder hoch? Ich bin da voll erschreckt. Okay, heute ist bei Team Mayo irgendwie der Wurm drin, kann das sein? Das gibt's doch nicht, hey. Mann. Mach irgendwas falsch. Ja, ich hab's verstanden. Ihr will keine Mayo. Leute, das war schlecht. Weil, wenn ich jetzt anhand der Stufen gehe und daraus die Erfahrung schließe, und sowieso ein bisschen schwierig ist, aber trotzdem, wenn ich es ein bisschen so versuche, ist, ja, was eigentlich mehr oder weniger ein bisschen ausgeglichen. Ah, ich weiß da nicht, vielleicht muss man doch mal die Steuerung wieder umstellen. Das ist eigentlich so, wie ich sie am Tablet-Mode auch habe. Durch Schwenken der Switch halt auch ein bisschen die vertikale Achse beeinflussen kann und halt jetzt nicht durch den rechten Kontrollstick, wie es bei mir im TV-Mode ist. Ich glaube, kann man so oder so sehen, was da halt einem lieber ist. Da. Super Mario-Fan. Stimmt, also. Ja, aber stimmt. Doch, kann man sagen, stimmt eigentlich. Super Mario-Fan. Generell eher eine leckere Mayo als Ketchup, weil Ketchup ist mir doch meistens, vor allem in der Menge, zu süß. Wobei es mir in der Situation gibt, wo ich lieber Ketchup habe als Mayo, auch wenn es weniger ist, und halt, wo ich mir sage, nee, kann man lieber gerade mixen. Noch ein bisschen verfeinern das Ganze, Cocktailsoße. Der Vorteil ist vor allem, du kannst locker auch Mayo selbst machen, gar kein Thema. Aber Ketchup selbst machen, damit es auch schmeckt. Ich habe schon ein paar Mal selbstgemachtes Ketchup. Okay, das müssen wir jetzt aber gewinnen. Und wir haben eine Mandelzone, geil. Ich habe schon öfters mal selbstgemachtes Ketchup gegessen. Nicht, dass es jetzt schlecht war oder so, gar kein Thema. Aber ist halt doch was anderes als normales Ketchup, weil es einfach um Längen süßer und im Geschmack. Ja, doch, muss man eigentlich so, leider so sagen, besser. Hä? Ne, hat er den Regen eingesetzt? Also der Regen dort weg, hä? Ja, und dann ist jetzt mal ein Ketchup, ist halt nie genau so süß. Oder eigentlich kann ich sagen, selbstgemachtes Ketchup ist meistens eher so eine Art, wie will ich denn sagen, gesunde Variante. Natürlich kann es durchaus machen, kann auch durchaus lecker sein, aber ich sag mir immer,
Wenn Ketchup, dann doch eher eigentlich die Originalvariante. Weil auch da gibt es ja verschiedene Varianten, oder? Mittlerweile gibt es auch irgendwie so Ketchup, wo nur irgendwie 50% vom Ursprung an Zucker drin ist. Also wesentlich gesünder. Also theoretisch, weil eigentlich ist sowieso Ketchup nichts anderes als Tomaten plus Zucker, zumindest in der Theorie. Und dann... Ja, kriege ich ihn noch? Schade. Ah, Mist, der hatte 5 noch. Doch, hat ihn gekillt. Schön. Der Regen hat ihn noch gekillt. Hä? Wo ist er hin? Da hinten ist er. Ey, was wollte ich da sagen? Genau, gibt es andere Varianten oder irgendwie auch Chili Ketchup gibt es ja auch. Mag ich persönlich jetzt auch sehr gerne. So, langsam aber sicher geht's wieder. Hä? Meiner vorgeschwächt? Okay. Sehr schön. Das muss ein Sieg für uns geben. Ja, Chili Ketchup, genau. Eigentlich auch sehr lecker, aber eben auch da bin ich eher... Also sag mal so, Ketchup, wenn dann original. Also warum, aber ist einfach so. Mayo durchaus auch selbst gemacht oder verfeinert an der Variante. Gar kein Thema. So. Das gibt eine leckere Cocktailsoße. Und vor allem gibt es einen leckeren Sieg. It's wonderful. Ja, 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 ja. Aber eben, die waren einer weniger und hatten trotzdem zeitweise geführt. Also, war jetzt von uns nicht unbedingt die beste Leistung, die man erwarten konnte. Mal einen Effekt drauf. Was gibt's? Ja, ja. Akzeptabel. So, mit meiner neuen Waffe. Ich könnte wieder mal. Haben wir jetzt langsam sicher eingespielt. Ja, komm. Wollen wir noch ein bisschen Show hier betreiben. So. Wenn wir hier ganz kurz warten, Freunde, war es auch mal ganz kurz alleine für ein paar Sekunden. Ich muss mir ganz kurz was holen. So, und zwar, meine Brille musste ich holen. Witz ist ja, ich habe eigentlich eine Brille auf die Entfernung hin. Was so gesehen auch nichts, kein Problem ist und so. Ist jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt da unbedingt eine Brille bräuchte, nicht mal zum Autofahren. Aber das Problem ist, was ich mittlerweile festgestellt habe, weil ich sowieso den ganzen Tag vor dem Computer sitze und arbeite, also quasi Programmieren bin. Und die Monitore heutzutage immer wieder größer werden. Detailreicher und 10er Kampf, krass. Ja, und halt demzufolge auch alles ein bisschen die Schriften und so kleiner. Und ich mag es eigentlich so, weil ich es auch ein bisschen dann mehr sehe. Also mehr im Gesamtbild halt. Gibt es dafür ein anderes Problem, das ich mittlerweile habe? Okay, ich komme. Oder wir kommen. Und zwar das andere Problem ist, man glaubt es kaum, aber das strengt die Augen halt doch ungemein an, vor allem du bist nicht die ganze Zeit in der Nähe. Wie gesagt, die Monitore werden ja auch immer größer. So, ein bisschen springen, wenn ich in dem Modus bin. Sehr gut. Und ja, ich habe irgendwie gemerkt, mit der Brille für... Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Mit der Brille für die Entfernung, also auf die Weitsicht. Ja, klar, Monitor, auch jetzt gerade das Sichtmonitor etwa rund 80, vielleicht sogar 90 cm von mir entfernt. Weil es so halt angenehmer ist zum Gucken und das halt doch schon so viel, dass wenn ich so mehrere Stunden am Tag hinweg machen würde, hätte ich irgendwie... Okay, man merkt schon, das ist ein Anfänger. Der kann es nicht so richtig, aber ist kein Problem. Es soll ja Spaß machen, nicht irgendwie, wir sind ja keine Profis und so. So, Kamehameha! Oh.
Da ist jemand erledigt, willkommen zu Urhilfe. Ja, und deswegen eben auch irgendwie jetzt mittlerweile die Brille dafür. Aber auch nur nicht am Anfang, sondern nur mit der Zeit. Und ich merke, oh, die Augen sind schon ein bisschen müde. Also 8 Stunden vom Bildschirm arbeiten. Und nachher noch zocken, noch ein paar Stunden vom Monitor. Das ist trotz allem, auch wenn eben die Monitorstage immer wieder moderner werden, in gewisser Hinsicht auch besser werden, ist halt trotzdem ziemlich anstrengend. Verarschen? So. Kommt einer? Nö. Auf die Idee musste erstmal kommen, hey. Arbeit am Bildschirm. Oder zum Zocken, whatever. Dass du dir dafür extra die Brille für die Weitsicht nehmen musst. Also wenn ich zum Augenarzt gehe und sage, ich brauche eine PC-Brille, dann sagt er, sie sind noch zu jung dafür. Und ich so, what? Ja gut, das ist natürlich ein schönes Kompliment, so von wegen, hey, sie sind erst 30 und so, die brauchen noch keine Brille. Aber, ich glaube, wenn man einfach generell Probleme hat, Oder halt irgendwie, das ist halt Problem, wenn es einfach besser geht, oder? Sage ich mir natürlich, warum nicht? Zu wenig Tinte für... Oh, ich wollte gerade eine Keksbombe werfen, das wird heikel. Schmerz, lass nach. 10er Kampf vergeigt. Heute mal der Beste im Team. Yeah! Was? Die hatten eine weniger? Nee, nein, also nicht zu Beginn weg. Also wäre der, wo ich gesagt habe, okay, ist ein Anfänger. Weil ich sage jetzt mal, ein Profi oder jemand, der die Waffe kennt, das mit dem Snipern häufiger macht, der bewegt sich ganz anders. Nutzt auch andere oder spezielle Sekundärwaffen, wo er halt die Gegner auf Abstand hält und dann wirklich snipern kann. Und nicht im Prinzip einen Nahkampf sucht. Stimmt, mit Sniper nachher mal versuchen. Es gab mal so eine Phase, wo ich ziemlich gut vom Snipern mitspiele, aber das war halt auch in einem Tablet-Mode und ja, mit dem Zielen aber sowieso nicht so richtig. Aber wir können es mal versuchen. Let's try and have fun, oder? Generell ansonsten einigermaßen gute Verbindung heute. Wir kriegen auch relativ schnell neue Kämpfe rein. Der Typ heißt sogar Splatoon, okay. Wir haben sogar einen Mayo-Fanclub-Leiter. Mayo-Fanclub-Leiter. Wir lieben Mayo, wir lieben Mayo. Mayo ist geil, Mayo, 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 Mayo. Das waren, glaube ich, gerade Profis, die sich dachten, nö, mit solchen Amateuren spielen wir nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich groß erzählen soll. Wie bereits zu Beginn weg schon erzählt, ist ja generell wegen der aktuellen Situation ein bisschen ruhig geworden an vielen Fronten. Auch natürlich was die Nintendo Directs betrifft. Es gibt auch da immer wieder mal ein paar neue Gerüchte. Zum Beispiel auch irgendwie von wegen, dass... oh, gibt es viele Mayo-Spieler. Ich glaube, es wird das darauf hinauslaufen, dass Team Ketchup gewinnt. Ist ja meistens so, dass das Team dann doch gewinnt, was weniger Spieler insgesamt hatte. Wie was sagen wollte, Nintendo Directs und so, gibt es ein Gerücht von wegen, dass man alte Super Mario 3D-Spiele auf der Switch neu auflegen möchte, wie Super Mario 64. Oder auch, yeah, geil. Ja, finde ich auch. Super Mario 64 wäre geil. Auf der Switch. Oder natürlich auch Sunshine. Da wäre ich vor allem extrem gehypt drauf. Bis heute noch mein Lieblings-3D-Spiel. Und auch Galaxy. Also nicht Galaxy 2, sondern echt Galaxy 1 soll ja noch für die Switch als Remake, Remaster kommen. Ich glaube, generell kann man sagen, können wir gespannt sein. Warum sind wir schon bereit von uns tot? Was soll das?
Du kapierst jetzt auch. Nein, was machst du da? Spring doch nicht! Aber er lebt noch. Ah, den Doppler, okay. Ernsthaft? Wir haben keinen Bock drauf. Arme, Arme, ho! Wo ist der hin? Ich schwöre, da war noch einer hinter mir. Okay, Doppel-K.O. geht natürlich auch. Nö, da gehe ich lieber. Ciao. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass er so schnell war. Cool, hat er einen erledigt. Also ich hoffe zumindest mal. Ja, das sieht jetzt schlecht aus. Was? Warum kein Doppel-KO? Hat er sich sicher dreimal getroffen. So. Ja, das müsste aber unser Sieg sein. Bams. Welli Well. Aber vor allem ist ein Team für Team Mayo. Pinkes Mayo. Erdbeeraroma? Der Himbeere. Oh ja, da waren richtig wenige Kills. Ach du Scheiße. Gut, wollen wir die Waffe wechseln? Geld doch genug, daran liegt es bestimmt nicht. Waffe switchen. Wir haben ein paar Waffen, wo wir irgendwie einen coolen Move ausführen könnten. Hier mit der Genki Dama, ja, ein Special Move. Die Kugel müssen noch irgendwie was einfallen lassen, wa? Hier haben wir den Säureregen, ja. 14, ja, ich weiß. Da hatten wir eigentlich Rasengan. Ah, hier. Flint Hammerhead. Irgendwie Namen für die Kugel. The Circle of Life. Ja. Oder eher, nee. Aber immerhin wieder mal ein bisschen Ketchup auf der anderen anderen Seite als Farbe. Mensch. Fast schon ein bisschen blutrot. Jungstruppe. Okay, wir haben Mädchen dabei. Sehr schön. Ah, der Pinsel. Lange nicht mehr gemacht. War früher mal eine Primary Weapon, vor allem bei Rangkämpfen mit dem Goldfisch. Flint Hammerhead! Das lief jetzt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Was? Okay.
okay. Das ist schon, ich muss noch irgendwie gekillt haben. Und noch getroffen haben zum Killen. Jungs, Achtung, links von euch, Achtung! Ah, jetzt ist er da oben. Kein Problem. Flinthammer! Ja! Hat auch ein bisschen was von Thors Mjölnir. Und am Schluss werfen wie Sturmbrecher. Genau, wo man eigentlich nicht, war? Genau, wir machen auf Thor, Gott des Donners. Gerne in die feindlichen Linien schleichen. Ups, wollte gar nicht hin. Was machen wir da? Fehler. Ja. Einen Typ nicht gesehen, leider. Mann, ey. Ja, ich weiß, eigentlich müsste ich als Schweiz auf der roten Seite stehen, aber theoretisch. Hier ist zu, dankeschön. Aber das ist anders. Flinthammer! Beziehungsweise, nee, sorry, Thor! Gott des Donners, Gott des Hammers! Okay, wollte das Teil noch werfen. Ich habe das Timing nicht mehr im Kopf. Also nicht mehr im Gefühl. Man sieht es rechts oben, aber ich habe es nicht. Dafür ist eigentlich schon zu spät, ich muss es eigentlich sehen. Und was bringt das jetzt noch? Ja, der kann noch ein bisschen verschönern, aber viel wird es nicht mehr bringen. Nee. Nee. What a shame. Warum? Es fällt mir gerade ein bisschen so auf. Immer, wenn ich am meisten Kills habe, verlieren wir. Was mache ich falsch? Bin ich kein guter Anführer? Ich meine, klar, es ist Platoon, also sowieso kein Anführer, zumindest nicht in solchen Kämpfen. In Teamkämpfen ja vermutlich schon, aber da zockst du auch ein bisschen anders. Gesellschaft mit Klecksern haben für Team Mayo einen Mal-100-Kampf gewonnen. Yes. Gesellschaft mit Klecksern. Dann kleckst mal schön rum. Die Octoling-Gesellschaft haben für Team Mayo einen Mal-10-Kampf gewonnen. Yo. Also Problem ist halt, wie wir es vorhin schon gemerkt haben, wenn es halt die Situation gibt, dass es zu viel Mayo-Spieler hat und Mayo gegen Mayo antreten müssen, dann steht halt zwar da unten auch, hey, Team Mayo hat gewonnen, aber in Wahrheit hat halt einmal Team Mayo gewonnen, das andere Team Mayo verloren, sprich, es ist halt wieder einmal Plus, einmal Minus. Also ist ausgeglichen. Insofern, ich glaube, die Aussage muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. So. Dann gucken wir doch mal, was noch alles reinkommt. Ich hätte zumindest gerne, dass ich nachher den Team glorreicher Mayo-Fan erreiche in diesem Part dieser Folge. Ich glaube, vielleicht weniger Quatsch, mehr konzentrieren wäre auch eine Option. Turnier tun, okay. Ich bin unterwegs. Wenn ich den Hammer einsetze. Ja, okay.
Wenn wir jemanden in die Suppe spucken. Mist, ich bin auch langsamer hier. Das wusste ich jetzt nicht. Ah, der hat mit dem Hammerwerfer der Brücke doch schneller. Oder Normalgeschwindigkeit, also generell langsamer bin, das hat mir keiner gesagt. Zu ihm rüber, weil da ist am wenigsten. Irgendwer meine ich halt. Sehr schön. Hallo? Ja, Mist, du gesehen. Ja, super. Und Leute, können ja auf der anderen Seite auch mal ein bisschen was machen. Ey. Ich komme mir echt immer vor, als wäre ich alleine. Das ist doch einfach nicht wahr. Ja, mal. Wow! Da ist er ja! Wo sind Sie? Premiere. Ah. Geht halt wieder. Mann, man ist echt immer so langsam. So, kommt. Nein! Oh, das ist doch einfach nicht wahr. Achtung, hinter dir! Ja. Nix da, Freundchen. Ja. Wein gehabt. Hat sich die Aufholjagd um ein zum Teil doch katastrophales Spiel doch noch gelohnt. Sehr schön. Ich bin zum Teil ganz doof abgerutscht, ey. Yeah, yeah. Und Octolink so auf sich zeigt, von wegen, yeah, Mann, ich bin's. So eine andere Weapon, Ich nehme mal den Wannenschwapper-Deko, aber eigentlich noch relativ häufig. Also wenn es früher häufig gehabt. Sein oder keine Mayo sein? Das ist hier die Frage. Was haben wir da Schönes? Fanclub-Leiter, glorreich, super, okay. Wie wär's mal mit perfekter, bla bla, Fanclub-Leiter, so etwas in der Art, oder perfekter, bla bla Fan? In diesem Sinne, perfekter Mayo-Fan. Kurz gucken. Okay. So war das Handling schon wieder.
Was? Nein, Alter, ich wollte eigentlich rüberspringen, ey, Mann. Controller, please. Kann nicht wahr sein. Und ich glaube, glaub das einfach nicht mehr. Ja, natürlich! Über den Rand hinweg trifft er mich noch. Aber sonst geht's noch gut, oder was? So, jetzt reicht's. Komm. Gehen wir auch mal Feierabend. Ey, wieso? Ich die ganze Zeit daneben schieße, obwohl ich mir eigentlich zum Hindrehen wollte. Stimmt die Empfindlichkeit nicht mehr, oder was? Wie schlecht ich gerade einfach bin. Ja, dann markiere mich halt schön, wenn du Bock drauf hast. Danke, Kumpel. Okay, lauf mit der Waffe gar nicht mehr, Alter. Eine meiner Lieblingswaffen. Kann doch nicht angehen, hey. An der Map liegt sicher nicht, das liegt an mir. Ich mache einfach irgendwas grundsätzlich falsch. Ja! Der einfach gekonnt allem ausweicht. Haben wir hier für einen Vollprofi. Ich kann gar nicht mehr treffen! Okay, nee. Dauert uns lange, bis ich mit dem Schwapper wieder drin bin. Mit dem Wannenschwapper, sorry. Aber richtig mies. So richtig peinlich. Bei denen war vermutlich sogar einer abgehauen oder so, weil wenn der 0 hat und die anderen so viel, also abgehauen, von der Connection verloren. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich brauche dringend ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wir sind kurz von zuletzt sein und deswegen, das muss jetzt einfach irgendwie hinhauen. Oh, lange haben wir sowieso nicht mehr. Waren noch knapp so 12 Minuten wollte ich machen. Auch wenn sie eigentlich von der Zeit her erst kurz vor 2 Uhr nachmittags haben und ich von dem her theoretisch noch, ja, was noch 10 Stunden lang zocken könnte, aber nee, also sorry, aber irgendwo ist auch mal gut. Der Michael, die Amy, der Papa. Läuft. So, komm, Murphy, wo bist du? Die Eilmeldung ist noch die gleiche. Dass diese 4 für Team Mayo einmal 100 Kampf gewonnen haben. Oder, nee, jetzt sind sie mal 10, okay. Kriege ich Disconnect? Nö. Algalia. Okay.
Dann hätten wir einen Fanclubleiter, 2 glorreiche Fans und einen Superfan. Schön. Ich bin mal der irgendwie, ja, zu wenig gemacht hat, um dabei zu sein. Schön. Ah, es ging noch normal. 2 Normalos, ein Super, ein glorreicher. Komm. Sieg. Jetzt muss der Sieg her. So. Ja, eine Waffe ist langsamer, sie ist träger, aber das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck davon. Dass wir ein bisschen ruhiger nehmen. Freunde, gebt mir eure Energie! Genki Dama! Schade. Wäre so cool gewesen. Hä? Ich hab doch den Max-Roller. Da kann ich ein bisschen wenig Farbe drauf, aber dass deswegen kein One-Hitter ist wie sonst immer. Nee, ich komme jetzt auch nicht drüber. Nein, vergiss es. Freunde, gebt mir eure Energie! Und Genki Dama! Ja, so macht Spaß. Du. So. Da sind wir bei uns hinten. Und macht ein bisschen Stress. Die kümmern sich um den dann bleibe ich hier hinten. Es ist Zeit für die Genki Dama! Was willst du denn da hinten? Wenn ihr zwei schon da hinten seid, muss ich nicht dann noch hoch. Wohin jetzt? Eigentlich wollte ich ein bisschen weiter nach oben, damit ich noch das gegnerische Gebiet noch einfärben kann. Ihr habt echt gegen die da... Ich glaube das nicht, hey. Das war jetzt eine so gute Runde, das hätte strategisch so gut geklappt. Aber die haben einfach da in der Mitte völlig versagt. Wir hatten keine Chance. Ja, das mit dem glorreichen Fan wird, glaube ich, nichts mehr, Freunde. Entweder spiele ich zu schlecht oder aber ich habe halt Teammitglieder, die es nicht so wirklich drauf haben. Leider, muss man dazu sagen. Ja, auch hier natürlich wieder mal, ist ein Spiel, soll Spaß machen, klar, aber wenn du halt nur verlierst oder fast nur verlierst, dann ist der Satz irgendwie ein bisschen so, weiß ich nicht.
So in der Stör werft. Ich hoffe, wir kriegen noch mindestens einmal die Wandelzone. Aber es irgendwie noch gut passen würde. Oh, Waffenmix, okay. Was? Pompadour-Gesellschaft, was ist denn das für ein Begriff? Wo fliegst du hin? Och nein, bitte kein Zonk. Gebt mir eure Energy! Ja, bin doch hier. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Trick sein soll. Mann, da glaube ich einfach nicht, hey. Wie lange es einfach jetzt gedauert hat, bis ich überhaupt mal den Roller zücken konnte. Oh nein, Songs. Ja. Was soll man von Songs halten, da? Auch hier natürlich wieder mal, hey, soll Spaß machen vor allem, aber... Ja, ich verstehe, was du damit bezwecken willst, Kumpel, aber das ist nicht meine Art, sorry. Was? Ich stand neben ihm, ich habe mit dem Dünner-Roller angegriffen. Direkt vor mir, es hat ihn nicht gekillt. Ja, am Arsch, ey, ganz ehrlich. Also jetzt verarschen wir das Spiel wirklich. Es gibt Situationen, wo man sagen kann, okay, gut. War vielleicht falscher Winkel und so, aber auch wenn ich unter ihm stand. Wir spielen hier nicht Star Wars, da ist nicht irgendwie der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin. Wo es nicht darum geht, wer einen höheren Ding hat. Einen höheren Stand oder so. Nee, da ist hier ein bisschen anders. Ja toll, jetzt wo man eigentlich am Anfang bleiben sollte. Was? Schon wieder steht direkt vor mir, kann irgendwie daran vorbeilaufen, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zur Strategie gehört, dass man einfach ein bisschen Schluss hinten bleibt und dann nach vorne stürmt. Ob es irgendwie keinen Bock mehr hat, denn ich habe keinen Plan. Aber generell, ganz ehrlich... Nee, ich bin einfach kein Fan von, sorry. Ich verstehe natürlich, wenn man Spaß am Spiel hat und das so zelebrieren möchte, hä? Mit den Bewegungen oder Interaktionen, die man hier in diesem Spiel zur Verfügung hat. Das verstehe ich alles, gar kein Thema. Aber dann einfach hinten bleiben, die ganze Zeit, hey, cool und so, zu mir und so, einfach am Startpunkt bleiben und gar nichts machen. Ja, das Ganze in Teamkämpfen machen oder irgendwie so und dich miteinander absprichst oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch weißt, aha, da sind irgendwie so solche Leute, die auf die Art spielen wollen. Okay, oder eben auch nicht spielen wollen, je nach Sichtweise. Ich bin doch eher einer, der zumindest versuchen will zu gewinnen. Also ein Basis zu gehen, sagen wir es so. Ja? Nicht versuchen will zu gewinnen, weil es geht um Spaß. Aber trotzdem versuchen will, sein Basis zu geben. So, wir sind bald bei der Stunde angelangt, aber ich habe irgendwie noch gar nichts erreicht in der Stunde. Es ist voll scheiße. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben irgendwie mit Super Mario Fan begonnen. Und nee, einfach weil kaum Siege da waren, weil... Ja. Gut. Was soll's.
Es gibt nochmal einen Fight. Falls es einen Disconnect gibt, dann weiß ich ja auch Bescheid. So von wegen, ey, du hast genug gezockt, so wird es nicht mehr, geh jetzt. Ich glaube beinahe, es sieht danach aus. Jo. Nein, ich will nicht. Scheiß drauf. Die Folge hat noch ein paar Minuten länger. Ich will nicht so abtreten, ganz ehrlich. Irgendwo habe ich auch ein bisschen Stolz. Man sich direkt auf den ersten Blick sieht, aber irgendwo, guck mal an, das könnte noch ein gutes Team sein. Also vom Namen her und so. Hey. Haben wir schon 2 Uhr? Gut, jetzt zwar ein paar Sekunden vorher, aber okay. Backfischstadion, Anschubik. Okay. Ja, bei anderen Arenen natürlich auch so eine schlechte Idee, war die jemand zu zeigen. Parsival, Michael, Ick und Xofratz. Oder Xnulfratz. Oder X-Zero-Threads. Oder kein Plan. Gegen Vicky, Alpalkalad, Cloud und Jesus Girl. Na gut, Cloud. Cloud und Sephiroth liest sowieso in letzter Zeit immer häufiger. Wundert einen auch nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich sind. So. Ja, Mann, fette Reichweite. So, das sieht schon mal gut aus. Gebt mir eure Energie, Freunde! Genki Dama! Dann läuft mir direkt rein. Sehr schön. Ein bisschen Angriffsstellung hier. Gebt mir eure Energie. Das schafft alleine. Und falls nicht. Boom! Chakalaka! Ist schon fies, weil der andere Typ hat das zweimal eingesetzt. Da ist ein Flint Hammerhead. Und beides mal ging es in die Brüche. Oh. Ich hol ihn ab. Mist. Hä? Nein! Oh. Ja, sie singen, was das Zeug hält, aber irgendwie läuft's hier nicht so. Oh nein, der Typ wieder. Nein, 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 da habe ich nicht gewartet. Nein, genau in dem Moment, ich glaub's nicht, hey. Ja, ich glaube, so mit Splatoon aufhören. Man merkt schon, das Spiel sagt mir so, nee Michael, come on, du hast genug gezockt, jetzt ist Feierabend. Natürlich wieder ein Doppel-KO. Oh Mann, ey, ich will nicht so abtreten. Nee, wir sagen es lange, bis ich wieder mal gewonnen habe. Und dann natürlich weiterhin gewonnen haben und so.
Wird er noch gezählt oder was? Ich hab daneben geworfen, ernsthaft? Also sprich irgendwie ins Ausgeschmissen. Oh nee. Oh. Weil ich mir ernsthaft überlegt, ob ich irgendwie die Warteminuten, die es mittlerweile schon geworden sind, zwischen einzelnen Kämpfen einfach rausschneide. Wenn doch irgendwie alles in eine 60-Minuten-Folge reinkriege, wo ich jetzt ein paar Minuten mehr oder weniger spielt es auch keine Rolle. Ja, dann hat es im Rennen eigentlich schon, stimmt. Ja, Mist. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, es sind irgendwie 160 Punkte, das ist doch einfach nur scheiße. Es ist scheiße. Auf eine beschissene Art und Weise. Tja, Friends und Francine, was machen wir da? Das Inkling-Team mit Kleckser, Namen für Team Ketchup. So, komm, mach mal hin, Leute. Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, Schnarch, 10 Stunden später. Team Mayo steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. Nee, es soll nicht sein, Freunde, es soll nicht sein. Aber ist ja auch jetzt nicht so tragisch. Wir hatten andere gute Splatoon-Momente, wenn ich mich gar nicht daran erinnere, ob es sie überhaupt schon mal gab, wann es sie überhaupt schon mal gab. Ja, leicht gefrustet, aber was soll's. Ich werde natürlich jetzt privat noch ein bisschen weiter zocken, oder zumindest noch einen kleinen Pause ich mal wieder. Und sage euch schon mal insofern, vielen Dank wieder mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt dann noch ein bisschen Spaß mit dem Splatfest von Splatoon 2. Team Mayo gegen Team Ketchup, ein Splatfest, mit dem man nicht rechnen konnte, weil ja eigentlich das Fallen Splatfest auch das letzte sein sollte. Aber ich persönlich bin gar nicht traurig darüber, im Gegenteil, von mir aus kann es ruhig so weitergehen. Dass wir da regelmäßig Splatfest haben, weil es halt immer wieder ein Genuss, Splatoon macht immer wieder Spaß. Splatfest sowieso, wieder mal ein bisschen was Neues. Auch jetzt in der aktuellen Situation vor allen Dingen. Und ich glaube oder hoffe eben auch, je nachdem wie viele jetzt hier teilgenommen haben, dass sich Nintendo vielleicht einen Ruck gibt und sagt, hey, come on, das Echo und so ist nach wie vor so gewaltig, machen einfach weiter damit. Yeah, wir feiern mit. Mit Team Mayo. Und hier sehen wir noch die Sieger. Es ist geheim. Und ich sage insofern, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und hoffe bis zum nächsten Mal bei Splatoon 2 oder Splatoon 3 oder was auch immer folgen soll. Ich habe keinen Plan, aber es geht hoffentlich in irgendeiner Form weiter. Ciao zusammen!